Hallo zusammen, das ist der Crown Cletus oder der Chris. Ich habe euch ja noch versprochen, dass es hier ein Video gibt über die Headsets, die ich in letzter Zeit gebraucht habe. Und ich möchte das nicht als Standard-Review machen, wie man das so häufig sieht, sondern ich kann ein bisschen erzählen, was hat mich bewegt zum Kauf von diesen verschiedenen Teils und wie habe ich es dann erlebt, Vor- und Nachteile so in diesem Sinn. Also ich möchte eigentlich zuerst anfangen hier mit dem Turtle Beach Air Force X41. Da muss eigentlich gesagt sein, das ist ein spezielles Xbox 360 Headset. Ich weiß nicht genau, was es speziell macht. Ich weiß aber, dass ohne Adapterkabel läuft eigentlich gar nichts. Dann kann man auf der PlayStation 3 nicht chatten mit den Leuten. Auf der Xbox funktioniert das wunderbar, weil es hat so ein Kabel, das man hier am Kopfhörer befestigen kann. Was am Kopfhörer? Am Xbox 360 Controller. Und somit hat man dann alles unter Kontrolle, kann das Mikrofon muten, lauter und leiser machen, den Chat, also alles dabei. Und weil es ein spezielles Xbox 360 Headset ist und virtuellen 5.1 Surround Sound hatte und wireless ist, wo ich dachte, ich kann ein bisschen auf dem Sofa chillen und so, habe ich mir das mal reingezogen. Sieht folgendermaßen aus, schnittig mit dem Ständer, kann man es gut aufbewahren und so, finde ich also richtig eine gute Sache. Dann weiss man auch immer, wo das Teil hängt und es braucht nicht viel Platz, wenn es irgendwo auf dem Tisch rumliegt. Also, ich habe es gekauft, weil es wireless ist. Das ist aber gleichzeitig jetzt mittlerweile auch der grösste Nachteil, weil wireless bedeutet kein Kabel, Logo. Und gleichzeitig eben auch Batterien wechseln. Und zwar in der Zeit, wo ich richtig viel MW3 habe gespielt zum Leveln und Suchten richtig, habe ich pro Tag eine Batterie gewechselt. Das geht ganz schön ins Geld, habe darum so ein paar Akkus gekauft und dann immer geschaut, wie die einen durch sind, die anderen zwei am Laden und so. Aber ja, die verlieren mit der Zeit auch ein bisschen Ladekraft, oder wie man das sagen will. Und dann ist es dann so, dass man noch mehr am Wechseln ist. Und wie beim Gamepad auch, wenn man es wireless hat, man muss dann immer in den Momenten wechseln, wo man eigentlich nicht so passend findet. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, dass das Headset ist relativ leicht ist. Der Grund ist auch, es hat eben nur einen Lautsprecher oder eine Box pro Hörmuschel in diesem Sinn. Das Ding funktioniert gut, deckt gut ab und so. Und ist eben durch das, dass es nur einen Lautsprecher drin hat pro Seite, relativ leicht, aber der virtuelle Sound wird eben nur simuliert. Und gerade im Vergleich zum Triton AX Pro, den ich euch nachher noch zeige, wo eben mehrere Boxen drin hat, durch das es ein bisschen schwerer ist, aber gerade im Vergleich zu dem ist der Sound hier schon weniger gut. So in Bezug auf zu erkennen, wo jetzt Gegner um einen sich bewegen. So. Dann ist es so, dass die Steuerung vom Headset passiert eigentlich über diese Seite. Kann man hier ein- und ausschalten, lauter leisiger machen, den Bassboost ein- und ausschalten. Also alles ziemlich relaxed. Und was dann noch so ist, das ist nicht einfach so nackig, sondern das hat der hier drüber gehabt. Ich finde, das braucht es, weil sonst ist jedes Atmen zu hören und so und das ist komplett für den Arsch. Es tut auch ein bisschen das Rauschen vielleicht unterdrücken. Und das Mikrofon ist eben sonst auch richtig gut. Weil rein von Spruchqualität und so ist es tiptop, es nimmt nicht gross Nebengeräusche auf und so. Und die Stimme ist wirklich sehr klar. Es kann sich auch sehr gut so bewegen, damit man es an die perfekte Position bringen kann. Also wirklich sehr überzeugende Arbeit hier beim Mikrofon. Und auch sonst ist das Teil eigentlich easy. Davor kann man noch ein paar Sachen wegen dem Surround oder so einstellen. Kann man noch ein zweites Paar Kopfhörer einfach normal anschließen. Und die Anschlüsse hinten sind mit dem optischen Eingang, Ausgang. Jetzt noch zwei Klinkenstecker, noch ein bisschen Lautstärke etwas und der Powerknopf. Ziemlich einfach strukturiert. Und ihr seht, an Quellen, das heisst jetzt Xbox 360 bei mir primär, gehen wir mit dem optischen Kabel. Nebendran gibt es noch ein USB-Kabel, damit das auch der Strom zu diesem Böckchen kommt und eigentlich alles tiptop. Hat man wenig Kabel und das passt auch gut. Es ist eben auch vom Gewicht her sehr angenehm und von dem her war eigentlich der einzige Grund, wieso ich mir ein neues gezogen habe, ist, weil ich auf der PS3 nicht chatten konnte. Klar, ich hätte jetzt hier Adapter bestellen, wäre sicher günstiger gekommen, aber den kostet glaube ich gleich auch 50, 60 Steine und vielleicht hätte ich auch selber etwas löten können. Aber das ist ja nur virtuell 5.1. Ich habe mir eben auch ein richtiges jetzt mal reinziehen, habe ein bisschen rumgeschaut. World of Games ist sowieso der Laden, wo ich meine Games und das Equipment immer wieder gerne einkaufe. Top-Service, Top-Preise. Und darum bin ich dort her und habe eigentlich gesehen, als Alternative gibt es das Triton AX Pro.
das AX720 hat glaube ich auch nicht wirklich Surround Sound richtigen, sondern nur simulierten. Und ich muss euch wirklich sagen, nachdem ich das Teil austestet habe, investieren die paar Franken mehr, damit ihr richtigen Surround Sound habt. Weil es ist wirklich, wirklich hörbar und das macht einen grossen Unterschied. Jetzt, weil es ein Kabel hat, kann man sich da natürlich auch so schnittige Spielereien erlauben. Falls es weniger schnittig ist, jedes Mal, wenn ich das Böckchen anschaue, kräschelt es richtig in den Kopfhörer. Und wenn man sie dann anhat, ist das äußerst unangenehm, finde ich eher eine schwache Leistung. Jetzt vom Gewicht ist es so, dass es eben, wie gesagt, ein bisschen schwerer ist als das X41. Nicht wahnsinnig, aber man merkt es. Und hier hat es verschiedene Ohrmuscheln, oder wie man sagen, verschiedene Polster. Ich habe das Ledrige drauf gelassen, das klappt tiptop. Es ist weder besser noch schlechter als das X41. Das kann man ja, beliebig auswechseln, wenn man die nicht so angenehm findet, wenn man irgendwas fest schwitzt oder so. Aber dort eigentlich kein Unterschied vorhanden. Und wie gesagt, hier drinnen haben wir 4 Lautsprecher pro Ohr, vorne, hinten, in der Mitte und dann noch so ein bisschen der Bass. Und das ist wirklich super hörbar und das ist echt eine gute Sache, so zu spielen. Was scheiße ist, ist das Mikrofon. Das lässt sich in meinen Augen nicht wirklich richtig gut einstellen, obwohl es auch sehr flexibel ist. Es ist überempfindlich. Darum habe ich dann das Teil hier, den Schutz dran genommen, am X41 und hier drauf geschmissen. Und so tut es sich ein bisschen verbessern, weil dann wird nicht gerade jedes Umgebungsgeräusch aufgenommen. Aber es ist immer noch viel zu empfindlich. Es rauscht auch so ein bisschen, weil man kann sich mit diesen Kopfhörern, wie auch beim X41, kann man sich selber hören. Und ich finde, das ist noch wichtig, weil die Leute, die sehr leise reden oder sehr laut, die sind meistens mühsam. Dann musst du nachfragen und Mann, chill mal ein bisschen. Und das kann man eigentlich eliminieren, wenn man sich selber im Ohr hört. Und viele haben ihre eigene Stimme nicht gern, was ich nicht so verstehen kann. Weil alle, die um euch sind und euch cool finden, können ja auch mit dieser Stimme klarkommen, also wird sie nicht so schlimm sein. Und darum, das Self-Monitoring ist wirklich noch gut. Und jetzt müsst ihr hier das Controller-Box reinziehen. Der lauter und leislicher Macher ist am Anfang so eingeklebt. Ich habe schon viele Videos gesehen von Leuten, die gemeint haben, er sei kaputt. Aber dabei muss man einfach nur ganz fest aufdrücken und ganz fest runter. Und dann tut sich die Lautstärke ändern. Man kann auch noch individuell die 4 Lautsprecher einstellen, den Bass ein bisschen auf oder runter. Man kann hier das ganze Headset eigentlich muten, man kann hier das Mikrofon muten, man kann hier den Chat leislicher und lauter. Und mit dem Self-Voice-Monitoring kann man genau das machen, was ich vorher erklärt habe. Man kann hier das lauter und leislicher reinklicken und dann hört man sich dann selber. Aber wie gesagt, ich höre dort immer ein konstantes Rauschen. Und das sagt eben schon etwas über die schlechte Qualität des Mikrofons aus. Finde ich wirklich leid. Jetzt, was ihr eben gesehen habt, die ganze Zeit ist in dem Sinne der Kabelsalat, aber da kann man irgendwie am Hosensack oder wo immer anklipsen und dann hält sich das noch in Grenzen. Weil eben muss man die Batterien nicht wechseln, das finde ich ganz geil. Und sonst, ja eben, das Kabel muss man dann noch an die Xbox anschließen, am Controller. Und hier hinten haben wir dann noch das USB-Kabel, das man wiederum an die Playstation anschließen muss, damit man texten kann. Das optische Kabel. Hinten dran hat es keinen optischen Ausgang, also etwas weniger bestückt als das X41 Böckchen, aber es hat auch für einen Subwoofer oder für die Surround-Anlage sonst noch Anschlüsse, also passt schon. Hier kann man auch einen zweiten Kopfhörer anschließen, aber die sind glaube ich ein bisschen speziell. Ein- und ausschalten, lauter, leisiger kann man auch hier und hier sind die wieder verschiedene Pro-Logic und Surround, was man immer einschalten kann. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen beim Kauf von dem, weil das ist die Version 2. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es gibt noch eine kleine ältere Version, wo man eigentlich nur so ein kleines Aluböckchen hat und noch viel mehr Kabel. Also wenn ihr beim Kauf vom Triton AX Pro seht, dass es mehrere Versionen zur Auswahl gibt, nehmt auf jeden Fall die mit dem schöneren Böckchen drin. Ich weiss nicht genau, wie das von außen zu erkennen ist. Im World of Games gibt es immer nur die neuen. Das war jetzt noch ein bisschen Werbung, aber die haben sie absolut verdient. Und ja, zusammenfassend muss ich sagen, das Triton hat auf jeden Fall den besseren Sound, man kann Gegner besser orten, aber das Mikrofon vom X41 und auch das leichte Gewicht ist angenehmer. Wenn ich jetzt eins auswählen müsste, würde ich das Triton nehmen, weil man es überall brauchen kann und eben weil der Sound etwas besser ist, aber von der ganzen Qualität eben vom Mikrofon und auch wenn man sich selber hört, ist das Triton etwas weniger gut und darum wäre eine Kombination eigentlich aus beiden das Perfekte. Kann man nicht haben, darum kaufe ich das Triton, aber es gibt glaube ich von Turtle Beach auch noch ein besseres, das PX5 oder so, das ist nicht komplett wireless, also ohne Kabel zum Xbox-Controller jetzt zum Beispiel, aber das ist für mich keine Option, weil eben, ich hocke so hoch am Bildschirm,
der ist mit Kabel viel besser, weil man nicht immer Batterien muss wechseln muss. Ja, das wäre es gewesen. Ich habe sicher das eine oder das andere vergessen. Textet mich voll. Ich schaue, dass ich es beantworten kann. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao zusammen.